Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Köln. Ja, hallo Leute, und das am 22. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Truppe des VfB Stuttgart. Und seit unserer letzten PK hat sich wieder wahnsinnig viel zugetragen. Wir haben ganz schlimme Niederlagen erlebt, im DFB-Pokal zum Beispiel. Wir haben tolle Siege erlebt. Derby-Sieger gegen Gladbach geworden. Aber den tollsten Sieg, den haben wir Fans gemeinsam für unsere Vereinsdemokratie erzielt, indem wir verhindert haben, dass der neue Mediendirektor seinen Job antreten konnte. Ja, aber Leute, was war denn da los? Ne? Das war spürbar anders in Reinkultur. Eine reine Marketingfassade ohne jegliche Substanz dahinter. Ne? Regenbogenfeste feiern, ja, allen Leuten erzählen, wie der FC für Pluralismus und Toleranz steht, aber gleichzeitig der AfD Tür und Tor öffnen. Und leider Gottes ist das ja nicht das erste Mal. Denn ihr erinnert euch, FC-Karnevalssitzung, da hatten wir auch schon ein AfD-Thema. Spürbar anders ging die ganze Sache dann zuletzt ja auch weiter. Ne? Mit einem Kommunikationschef, der AfD mindestens mal applaudiert hat in den letzten Jahren, der auch noch 9 Jahre bei der Bild-Zeitung gearbeitet hat. 2 absolute No-Gos für FC-Fans, AfD und Bild. Die Bild fährt seit Jahren mittlerweile wirklich eine Kampagne gegen unsere Vereinsdemokratie, gegen die Fankultur. Und Esser war mit drin in diesen Kampagnen. Ja, aber Alexander Werle sagt, Fritz Esser passt hervorragend zu uns. Ja, aber nicht zu uns. Nein. Und die FC-Fans und Mitglieder haben das sehr, sehr deutlich gezeigt. Und zwar von Caroline Kebekus über Poldi bis hin zu den Jungs von Casalla. Für uns ist die Charta nicht irgendein Wisch und irgendein Blabla, sondern das ist unsere Grundüberzeugung und gelebte Kultur. Ja, und wenn Herr Werle meint, Fritz Esser passe hervorragend zu ihm, dann sollte er sich wirklich dringend mal überlegen, ob er, also Werle, zum FC passt. Ne? Denn wer ist denn dem Esser alles zur Seite gesprungen, nachdem das hochkochte? Als erstes die AfD. Was haben die wie üblich getan? Machen wie immer den Täter zum Opfer. Und dann tut Herr Draxler, ein hohes Tier bei der Bild-Zeitung, doch tatsächlich wieder so, als wären wir alle Umstürzler und Radikale. Ne? Ralf Friedrichs vom FC Stammtisch, ein Ultra. Fabian Köster von der Heute-Show, ein Oberultra. Und das ist dann die absolute Krönung, der Oberkapo aller Ultras, Norbert Walter Borjans. Alles Leute, die sich für unsere Fankultur und für unsere Werte mit ihren Aussagen eingesetzt haben und die dann fertig gemacht und diskreditiert wurden von der Bild-Zeitung. Für Draxler ist Ultra ein Schimpfwort. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Nein. Und was macht jetzt unser spürbar anders FC? Also stellt der sich jetzt vor seine Fans, stellt er sich an die Seite und sagt, was erlauben Draxler? How dare you? Oder sowas, ja? Also verbittet sich unser spürbar anders FC, was da passiert? Nein. Und da sind wir ganz schnell vom Draxler beim Drechsler. Denn von Drechsler kann dieser spürbar anders FC noch eine Menge lernen. Ja, die Kurzfassung, der Drechsler hat Scheiße gebaut, hat sich dafür entschuldigt, sehr glaubwürdig entschuldigt. Er hat sich der Diskussion gestellt, auch persönlich. Dann hat er gemerkt, dass die Entschuldigung noch nicht bei allen angekommen ist, hat er sich nochmal entschuldigt mit diesem T-Shirt. Also ehrlicher und glaubwürdiger kann man nicht unter Beweis stellen, dass einem die Sache leid tut. Ja, absolut. Und ich glaube sogar, der hat mit seinem kleinen Fauxpas am Ende für genau das Gift gesorgt, was wir brauchten, um das Derby zu gewinnen. Ne? Also da ist irgendwas passiert in der Mannschaft. Die sind zusammengerückt. Das hat nochmal was bewegt. Den Eindruck kann man schon haben. Ja, ihr erinnert euch ja, dass wir bei einer unserer letzten PKs das Thema Unsicherheit angesprochen haben. Und man hatte in den letzten Spielen tatsächlich den Eindruck, dass das nicht nur besser geworden ist, sondern dass da vielleicht so ein bisschen was zusammenwachsen könnte in Zukunft. Oder es schon zusammengewachsen ist.
Ich glaube, da entsteht jetzt genau die Kultur, die wir brauchen, um in der Klasse zu bleiben. Denn wir haben es jetzt alle gezeigt, dass wir es können. Ne? Die Spieler auf dem Platz und die Fans neben dem Platz. Und seid uns nicht böse, aber das wollen wir natürlich noch ein bisschen feiern. Mit unserem Motto logischerweise, das lautet FC Fankultur. In Rheinkultur. Und was wird jetzt? Wie immer, 2 Kölsch. Auf 3 Punkte. Prösterchen, Leute. Ja, und bevor wir das vergessen, wir hatten euch gefragt, welches Motto ihr am besten findet in Richtung von Fritz Esser. Und gewonnen hat Mitesser ohne uns. Und das Gute daran ist, wir sind ja noch da. Ne? Dank euch. Danke dafür. Prost. Wohl.